Zurück bei Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi und im letzten Part haben wir den Kampf gegen die Cyborgs endgültig, na gut, endgültig war nicht, aber wir haben ihn zumindest vorerst mal verloren. Goku hat gegen C19 verloren wegen seiner Herzkrankheit und Vegeta und der Rest der Truppe hat gegen C17 und C18 vollends abgelost, wie man so schön sagt. Okay, ich sehe gerade, Piccolo kann nun die Höllengranate, wieso auch immer plötzlich, Moment mal, wir müssen doch zuerst noch mit Gott vereinigen. Egal, C18 kennt Sadismus 18. Ja, jetzt gibt noch ein Sadismus 17 oder was? Die Schrift ist schon wieder so scheiße, was soll der Mist? Krillin fragt die Cyborgs, was sie für Ziele hatten. Hätten? Egal, was für Ziele hatten, als sie fortflogen. C17 antwortet, dass es für sie nur ein Spiel ist. Das ist ein toller Trost. Vegeta, dessen Ego ramponiert ist, schwört Rache und fliegt alleine los. Piccolo bricht auf zum Tempel, um sich als letzten Ausweg eigentlich mit Gott zu versöhnen. Krillin und die anderen schließen sich Gohan an und fliegen zum Kamehameha-Haus. Ja, also einfach zur Hütte von Muten Roshi, um Goku zu verstecken. Auf dem Weg dorthin kontaktieren sie Bulma, die sie überraschend über eine verlassene Zeitmaschine informiert, die genauso aussieht wie die von Trunks. Auch wenn sie alt ist, ist es zweifelsfrei die Maschine, die Trunks benutzt hat. Gohan und die anderen fliegen zu der Stelle und finden in der Zeitmaschine, was wie eine Eierschale aussieht. Was soll das nicht eigentlich heißen? Und finden in der Zeitmaschine etwas, was wie eine Eierschale aussieht? Na egal. Trunks erfährt, dass die Maschine aus einer Zeit 3 Jahre nach der Zukunft stammt, aus der er gekommen ist. Er meint, dass er auch immer in dieser Maschine hergekommen ist, für die Veränderung in der Zeitlinie verantwortlich ist. Ja, weil die Cyborgs, soll heißen C17 und C18, sind in dieser Zeit hier viel stärker, als noch in Trunks Zeit waren, und das irritiert natürlich etwas. Gohan entdeckt die seltsame und erst kürzlich abgelegte Haut irgendeiner Kreatur in der Nähe. Trunks und die anderen sind durch die immer merkwürdiger werdenden Rätsel verwirrt. In diesem Moment berichten die Nachrichten von einem seltsamen Zwischenfall. Alle Bewohner von Jinja Town, einer Stadt in der Nähe der Zeitmaschine, verschwinden. Gott zieht aus einem Tempel herab und wird Zeuge der Gegenwart des Monsters. Gott stimmt widerwillig zu, die Fusion mit Piccolo zu vollenden. Das heißt also, aus Gott und Piccolo wird wieder ein einziges Wesen. Es ist nun weder Gott noch Piccolo. Der Super Namekianer mit einem lang vergessenen Namen eilt nach Jinja Town. Das kann jetzt echt spannend werden, Freunde. Piccolo mit neuer Stärke. Oder mit alter Stärke? Wer weiß. Auf alle Fälle wird es jetzt endgeil. Kapsel abschießen. Woohoo. Und hier sind wir mit Piccolo. Jetzt mal kurz schauen. Okay, wir haben da wieder einen Dragon Ball offenbar. Hier ist die Hütte von, wie hieß das denn da? Meister Quitte, genau, der Quittenturm. Ja, Moment mal. Nee, Gottes Palast, der weiter oben. Den sehen wir hier gar nicht. Egal, Turbo aktiviert. Und da war noch ein Dragon Ball angesagt. Den 3 Sterne Dragon Ball. Nice, nice, nice. Und ab nach Jinja Town, um das Monster aufzuhalten. Das ist vielleicht sogar ein Cyborg? Wer weiß, Freunde, wer weiß. Wieder mal Ladebildschirm. Natürlich, ich soll auch mal was Neues ausprobieren. Kapsel abschießen, kennen wir inzwischen. Tolles Fingertraining, muss ich sagen. Echt toll. Ja! Da steht Piccolo offenbar alleine. Was ist das für ein hässliches Insekt?
心を知っているようだな。だが残念だったな、人違いだ。何、貴様はピッコロ大魔王ではないというか。そういうことだ。貴様が町の住民を全て消してしまったのは俺には好都合だった。それはどういうことだ。思いっきりやれるからさ。これでとどめだ。 Okay, Piccolo soll also einen Bruder haben. Beide hell hat etwa der Dämonenkönig Piccolo damals noch ein anderes Kind aus einem Rachen gespuckt? Nein, natürlich nicht. Aus einem ganz anderen Grund. Das hat einen ganz schönen Charme gemacht, wa? Alter Falter. Okay, und der Kampf beginnt mit dem neuen Piccolo-Gott oder Gott Piccolo. Gott Piccolo, egal. Ob Piccolo Lot oder Gott Piccolo. Wir machen jetzt Cellblatt, wie er so schön heißt. Das hässlichste Insekt ever, aber egal, du bist jetzt Finish him. Ja gut, noch nicht ganz. Oh, er hat meine Verteidigung durchbrochen. Bäm, ich hab sein durchbrochen. Jetzt kann er was erleben. Ja, kann er das mal, ist auch nicht übel. Moment mal, ich hab doch das Dreieck gedrückt. Und nicht das Viereck. Ja, geht doch. Bam. Wow. Teleporten kann er sich auch noch. Der elfte Schlawiner. Also durch diese Fusion mit Gott wurde Piccolo übelst stark. そんな程度か。貴様がとてつもない化け物だと感じたのは勘違いとは思えん。なかなかやるではないか。いくら私がまだ完全体ではないと言ってもな。完全体。貴様をタイムマシンでこの時代に送り込んだのは誰だ。送り込んだのは私自身だ。それにしても貴様がタイムマシンのことまで知っていたとは驚きだぞ。だがこういうことまでは知ってはいない。カメハメ。What the fuck? Wieso kann er das Kamehameha? Abwehr! Das war knapp, ey. Wieso zum Henker kann er das Kamehameha? Exklusive Dämonenwelle! Er kann überhaupt nichts machen, er wird sie voll in die Fresse kriegen, aber es geschieht ihm nur recht. Oh, ey, er ist bald hinüber. Das ist bald Geschichte, Freunde. Also wünschen wär's ja. Mal kurz aufgeladen. Und jetzt machen wir schön rund. Scheiße. Ja, ja, ja. Was? Ich habe das Dreieck gedrückt. Ich weiß, wie ich den Plan machen muss, Freunde. Ich weiß es doch. So, das war echt so endgültig. Hoch das Ki. Kampfhuster. Ja. Seht ihr? Seht ihr? Es geht doch, wenn man nur will. Jetzt los. Nein, nicht schon wieder das. Cutscene hat einfach meine Folge an dich unterbrochen. Die Sau. Das Insektenschwein. Nee, Insekt ist kein Schwein. Mann! Egal, ich werde gerade abgesaugt. お前ほどの生体エキスを吸収すれば私はかなり完全体へと近づくことができる。Ja, wir uns auslutschen. Ja, ist das eklig. 何者なのだ。どうせ死ぬんだ。教えてやる。私の名はセル。人造人間だ。 Oh nee, nicht noch einer von der Sorte. Noch ein Cyber. Kriegt die Motten, wie viele gibt es denn sonst noch? Okay, es gibt noch C13, C14, C15, aber ich bezweifle, dass die in diesem Spiel vorkommen. Obwohl, die sagen nicht. In Raging Blade 2 tauchen sie auch noch auf. Sind aufgetaucht, weil das Spiel liegt in der Vergangenheit. Egal! Cell, Absorptionszelle, okay. Ein neuer Move für Cell, der... Naja, bringt er überhaupt was? Na, ich weiß nicht.
Oh, dieses dämliche Film geht mir sowas von auf den Senkel, hey. Cell sagt, dass er von Dr. Geros Computer aus dem Cell von Goku und den anderen erschaffen wurde. Um die perfekte Form zu erhalten, musste er C17 und C18 absorbieren. Dabei tötete er Trunks, stahl die Zeitmaschine und kam in die Gegenwart. Kurz darauf kommen Krillin und die anderen an Cell, Moment mal, falsche Darstellung. Kurz darauf kommen Krillin und die anderen an. Cell entscheidet, dass er in der aktuellen Situation nicht gewinnen kann. Er benutzt die Sonnenfaust, um Sakiro zu entkommen. Die Technik heißt nicht Sonnenfaust, sondern einfach Sonnenblitz. Ja gut, vielleicht ist das Original übersetzt, das könnte natürlich sein. Piccolo erzählt allen alles, was bisher passiert ist. Was für ein Satz. Vegeta ärgert sich darüber, wie leicht er übertroffen wurde. Er bricht auf, um erst dann zurückzukehren, wenn er noch stärker als ein Super Saiyajin ist. Krillin und Trunks suchen unter Dr. Geros Labor, um den noch nicht fertiggestellten Cell zu zerstören, während Piccolo und Tenshin Han den Cell aus der Zukunft suchen. Wir müssen hier auch noch stehen, weil sonst ist das Ganze auch ein bisschen verwirrend. Unter dem Labor finden Krillin und Trunks den noch nicht fertiggestellten Cell und den Bauplan für C17. Sie zerstören Cell und das gesamte Labor. Krillin lässt Trunks zurück, um Bulma den Bauplan zu bringen. Niemand weiß, wie weit Cells Absorbierung von anderen gehen kann. Wie weit jetzt? Ach so, das ist gemeint. Piccolo und die anderen fliegen mit dem Flugzeug dorthin, damit ihre Keys nicht gespürt werden und Cell damit nicht abhauen kann. In diesem Moment erwacht Goku schließlich. Er hat alle Details gehört, als er träumte und hat sich ebenfalls vorgenommen, den Super Saiyajin zu übertreffen. Na klar. Im Traum hat er alles gehört, ja gut. Hier ist der Goku, der kann ja alles. Goku teleportiert zu dem Flugzeug und bringt Gohan zu Vegeta und Trunks. Goku, Gohan, Vegeta und Trunks brechen zum Raum von Geist und Zeit auf, in dem Training für ein ganzes Jahr an einem Tag erzielt werden kann. Das ist doch mal geil, wa? Die Cyborgs jedoch. Damit meint er vermutlich C17 und C18 und natürlich auch noch C16. Was ist mit denen? Okay, man muss natürlich weiterklicken. Und ja, Freunde, es tut mir leid, dieses Flimmern vom Text, ich habe keine Ahnung, wer das kommt. Ich muss mal offscreen nachher überprüfen. Das war gerade, ich hätte das Problem gelöst, aber offenbar war das eine Fehlvermutung. Ich frage mich, ob das an der TV-Karte liegt oder an der Aufnahme. Aufnahmesoftware, nee, an Fraps liegt es nicht, aber es könnte ja auch sein, dass es an der Software zur Darstellung liegt. 奴の隠れている場所がレーダーには感じない。だがあいつが言っているとしたらカプセルコーポレーションか無天老師の小島だ。で近いのはどっちだ。無天老師の家だ。行こう。 Okay, alles klar. Jetzt standen wir also C17 und C16. Nee, C16 und C17 standen wir. C16 wohl primär. Und jetzt geht es darum, Goku zu finden. Na, das kann ja mal eine tolle Suchen werden, ey. Weil wir haben gar keinen Dragon Radar, also wo müssen wir hin? R1 suche. Ich klicke R1, was soll der Mist? Ich sehe überhaupt nichts. Nicht das Geringste! Na gut, doch die Landschaft sehe ich, aber das ist nicht ja gerade viel, wa? Da vorne? Genau da vorne wär's. Manchmal kloppen die sich da vorne. Könnte sein, dass das Cell und Piccolo sind. Wisst ihr was, Freunde? Das alles seht ihr im nächsten Part. Ich mache heute ein bisschen früher Schluss. Also dann, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao zusammen!